Die Megamanie ist ausgebrochen und nur wir können sie stoppen. Damit willkommen zurück zu Pokémon Legenden CA. Ja, ihr seht, wir sind vor dem Kampf gegen Mega Camerupt und mein Team sieht aktuell jetzt mal so aus, ne? In Hinsicht darauf, Gyarados ist ja ein Elite-Gyarados, ne? Also ein Alpha-Dingsbums. Und Chillock, dass die das hauptsächlich machen. Chillock wird dann auch mit der Entwicklung zu Turtok. Gyarados hat bereits einen Gyarados nicht, ne? Also keine Mega-Entwicklung. Gardevoir auch schon. Corneline noch nicht. Rodomurf ist mehr im Team, weil ich gedacht habe, hey, das ist ein hartes Wesen, das könnte Potenzial haben, nehmen wir mit. Und die hier, ja, Absol vielleicht auch. Trägt auch den Absol nicht, aber sind eigentlich die Pokémon hier momentan ein bisschen cooler. Und Duokles, Ampharos, ja, muss noch ein bisschen gucken. Aber sicher, ja, Duokles, dann ein hartes Wesen wäre ich mir gerade auf. Fiaro. An so einen schlechten Job, natürlich die Werte gehen, ist vor allem schnell, aber ansonsten, vielleicht wird es aber mal durch Finks ersetzt, ne? Kann natürlich auch sein, müssen wir mal gucken, obwohl natürlich Finks müssen eigentlich ein spezielles Ding haben, Wesen, aber egal. Meganie, der haut richtig rein, aber ich sage gegen Feuerboden-Pokémon, vor allem Feuertyp, nicht unbedingt die beste Wahl, ne? Ich habe, glaube ich, sonst auch, was so betrifft, so Dinge, um unser Pokémon stärker zu machen, nicht unbedingt was, ne? Also sprich, ich habe natürlich hier, um die EVs zu erhöhen, ein paar Vitamine. Aber ich habe noch keine Blätter oder so Kräuter oder so, um unser Wesen zu ändern. Ne? Das fehlt noch. Ja, okay. Naja. Bei Gyarados, ne? Auf den setze ich ein bisschen viel tatsächlich. Ich frage mich gerade. Das war noch irgendwie eine coole TM, die du lernen kannst. Das soll ja eine physische sein, ne? Nö. Ich habe Eiszahn. Schutzschild Knirscher, das muss eigentlich momentan reichen, ne? Pack's mal so, Kaskade, Knirscher, Eiszahn, Schutzschild. Ich hoffe, damit können wir ein bisschen was reißen gegen Mega Camerupt. Ja, unser Gyarados, das war ursprünglich mal ein Elite Carpador. Level 30, was ich wirklich Level 30 so gefangen habe. Was Hydropumpe konnte. Ich meine, ist schon irgendwie cool, aber ja, Gyarados mit Hydropumpe, bringt jetzt nicht so viel. So. Los geht's, ne? Das Wahlgerüst hat es in sich, ey. Sag mal, ist das Megamanie-Pokémon echt hier auf dem Dach? Ja, ihr versteht doch nicht warum. Da ist ein Camerupt, ja. Wenn wir runterfallen, das wäre echt scheiße. Das Smart Rotom. Ja, ich habe auch gegen Absol auf dem Dach gekämpft, also das wird schon. Sehr groß, größer, fetter. Es ist Mega Camerupt. Wieder cool, ne? So. Ein bisschen Mega Power sammeln. Jetzt Zeit für Megamorph! Mega Gyarados! Das haut rein. So, Mega-Ding bin ich schon, ne? Auf Plus Smooth meine ich halt. Ja, eine Kaskade haut rein, macht guten Damage, das gefällt mir. Oh. War weg von diesen Dingern da. Ja, Schutzschild kam ein bisschen zu spät, ne?
Die hilft schon mal runter, ne? Also Mega Gyarados macht einen guten Job, das kann man nicht anders sagen. Natürlich jetzt verbrennt, das ist sehr, sehr scheiße. Das heißt, ich muss da mal ganz kurz ihn heilen. Oder Heilung geht nicht, okay. Jetzt muss die Verbrennung weg, weil das kann ich mir nicht leisten beim Gyarados. Weg hier! Weg hier! Hä? Wieso kann ich... Kann ich ins Menü? Hallo, warum nicht? Ah, jetzt. Das ging gerade echt nicht. Krass. Irgendwie Limonade oder so. Da kann ich geizen, ne? Stellen zweimal einen Supertrank. Aua. So. Ich hoffe, den Rest schafft Gyarados. Dann schicke ich nämlich Shillock wieder zurück. Das ist ein Autokampfmodus, wäre auch cool. Bei sowas. Wieso was anderes sagen, sondern auf eine automatische Attacke einsetzt. Boah, Kaskade macht so viel Schaden von Gyarados. Wir kriegen den Megastein, den Kamerupnit. Eine mysteriöse Megasteine. Geil, Mann. Boah, wir haben es geschafft. Jetzt verstehe ich, was Zito meinte. Du bist wirklich uns Ass im Ärmel. Gyarados und der Rest des Teams sind sich auch toll geschlagen. Ja, wie gesagt, ne, Elite Gyarados, das hat's drauf, ne? Aber eben natürlich mindestens 3 seiner Werte DV-mäßig auf dem Maximum sind. Also wenn es auch so ist, ne, mit den Elite-Viechern. Das 10% steigert. Jetzt sogar Stalker, ne? Kehre zum Hotel zurück. Also, liebe Pokémon, ihr habt einen super Job gemacht. Gyarados, krasser denn je. Das heißt, ich nehme jetzt doch wieder ins Team mit, ne? Vorhin war er ein bisschen da zurückhaltend und so, ne? In der Elite-Box. Wo du eigentlich noch hingehörst. Also, mega Taubos, mega Elite-Taubos, ist ja auch cool. Eigentlich. Aber das Wesen ist das Falsche. Aber das können wir noch irgendwie fixen. Ne? Hier ein Angriff hoch, ne? Und sowas muss dann natürlich unterstützen. Ne? So, ansonsten, also Shillock, bald auch vor der Entwicklung. Gardevoir, Pandago macht auch einen guten Job. Corny, sorry Kumpel, momentan ist wieder außer Dienst. So hart es auch klingt. Rotomurf hingegen. Ich mache jetzt das mit der Teambox hier. Die entwickelten Pokémon hier, ne? Absol eigentlich, ja, mega fähig. Undemon, nennen jetzt halt die hier ein bisschen, ne? Werde echt mal Füchs ins Team nehmen zum Trainieren. Man schaden kann es eigentlich nicht, ne? Einen Feuerfuchs dabei zu haben. Eventuell zu Feuer Psycho, ne? Und wir haben ja Psycho schon mit Gardevoir, aber vielleicht macht er ein bisschen was anderes oder so. Ah, schwer zu sagen, tatsächlich. Darf ich da Megani reinnehmen?
Aber ich glaube, grundsätzlich müssen wir sowieso zurück, ne? Weil ich glaube nicht, dass in der City groß noch was machen kann. Wir haben alle 10 Bezirke sowieso, also hier Wildsektoren so geradet. Das heißt, Pokédex-mäßig sind wir da gut dabei. 93 gefangen von 115, das ist schon eine Menge. Megadex, ja, eben Mega Garados. Ist ein bisschen schade, dass wir die Entwicklungssequenz haben wir so richtig sehen, ne? Das sah eigentlich immer so cool aus. Vielleicht geht es nur bei normalen Trainerkämpfen, ne? Das kann auch sein. So. Kamerupt Absol. Anderer Punkt vielleicht? Warte mal. Von Fossil zum Pokémon. Hier. Ich glaube, wir gehen mal hier hin und holen wir die Schlaubrille. Weil schaden kann es definitiv nicht. Ich glaube, ja, die Farbe habe ich schon von dem Viech. So. Soll also ein paar von denen finden, ne? Warte mal. Hat die nie was mit Rotomorph noch? Finden wir wieder ein. Schaufler, ne? Ja, doch. Ich frage mich weil Schaufler. Das vielleicht sogar hier eine coole Attacke ist, weil du kannst halt der gegnerischen Attacke theoretisch ausweichen, ne? Kann ich mir nur noch cool vorstellen. Ja, so. Dürfte jetzt nicht so schwierig sein, ne? Da haben wir schon mal eins. Pupo. Noch 11 Verirrte. Puh. Jo, Mann, mir geht's gut. Und dir? Ein paar Pokebälle hier, ne? Das sind nicht die Aprikokobälle? Doch, ne? Wir haben den Mondball. Der Köderball. Der Schwerball. Ach Gottes Willen, ich weiß nicht mehr, wie die alle hießen. Das ist ein Turball, ne? Für schnelle Pokémon. Pokéball, Superball, Hyperball, Meisterball. Wer war denn das schon wieder? Flottball, Finsterball, ja, alles mögliche. Timerball. Ein Popocho-Ball. Poponcho. Da ist das nächste. Die Uniform des Forschungstrupps. Die Uniform unversehrt. Oh. Ja, es lebe Hisui, ne? Übrigens, Poponcho, komm raus da. Ach ja, Hisui. Pokémon-Legende Arceus. War auch ein schönes Spiel tatsächlich. Also hier alles über Legenden Arceus, ne? Können wir hier vielleicht im Spiel doch ein paar Pokémon Hisui formen? Wenn Hisui hier doch so stark angesprochen wird. Uns hin als Lehrer. Er verkündet hat, es sei Zeit, nach Hause zurückzukehren. Okay. Ah. Jetzt würde wohl gerne einen Gemischtwarenladen betreiben. Ah, sagen schon süß. Die kleinen Dinger. Oh, sie ist auch so gekleidet, ne? Wobei, ja, nicht ganz. Eher Ninja-Style-mäßig.
Werkbank hergestellt werden. Ja, haben wir schon gehört. Da hat es noch eins. Man hört es jetzt noch gut. Es liegt einfach auf dem Sofa. Ja. Soll es doch, ne? Was ist denn das? Sind wir jetzt bei Star Wars angelangt? Okay. Das Kalos-Kraftwerk. Da können wir im DLC dahin. Eine Raumstation natürlich. Okay, ja, nur Solarzelle, Solaranlage. Kann auch machen. Ach du Scheiße, Wirbelstürme konstruieren. Mhm. So, da war noch eins, ne? Du hast einen vierten Poponcho entdeckt. Es tut so, als würde es Illumina City angreifen. Poponcho! Ja, als Mega-Manie-Pokémon, ne? Wobei, so groß es jetzt gerade ist, wohl eher als Dynamaximierung. So. 4 Stück fehlen noch. Stimmt, das waren die damaligen Pokébälle, ne? Was haben wir Frucht namens Aprikoko und dem Mineral Glanzstein ein. Das war so ein schwieriges Unterfangen. Naja. Flügelbälle und so, auch die Schwerbälle. Sogar Titanbälle oder sowas in der Art. Und auf Basis alter Schriften im Detail rekonstruiert. Oh, hat was für sich. Tatsächlich. Scheint sich für die Frisuren von damals zu interessieren. Was für Frisuren? Das kann doch nicht Frisuren nennen. Ja, natürlich auch. Oh, ausgerechnet der. Ausgerechnet von ihm gibt es eins. Jetzt gibt es noch Professor Levenser. Hä? Ernsthaft? Einen alten Sinohaner bei ihren Ritualen getragen. Sie verehrten das Pokémon Arceus in den Gott und es wird berichtet, dass sie als Ausdruck der Hingabe sogar ihre Frisuren so gestalten, dass sie die Form von Arceus Kopf ähnelten. Ja, hat was. Hier haben wir Palkia. Das ehrwürdige Sino. Mhm. Da haben wir natürlich auch noch ein paar coole Dinge, die erinnern wir uns auch noch. Ja, Arceus, Dialga, Palkia, dann die drei, das Trio halt, Selphe, Vesprit und Tobuts. Cresselia, Darkrai, Heatran, kann Shaymin sein. Man weiß gerade echt nicht mehr. Dann noch Regigigas, Giratina, Hanafi. Ach, Arctidas. Ah, da waren die Dinger. Die Herrscher-Pokémon. Ja, stimmt, weil da ist Axanto da oben. Ja, das sind die Herrscher. Scheint die Hieroglyphen aus den alten Sinnoh genau zu studieren. So, 2 Stück fehlen noch. Da hinten wohl nicht. Ja, da ist Sinnoh. Oder? Doch. Die große Isui-Ausstellung. Was auch Isui näher bringt. Ein Mega Lucario. Das in der Kalos-Region als erstes Pokémon die Mega-Entwicklung durchführte. Oho. Interessant. Der kleine süße Fratz war.
Erinnere ich mich. Ah ja, okay. Sieht aus wie mega die Anziehen, ne? Schwungkunde wäre schon die Megaform. Eins fehlt noch, ne? Okay. Das müsste eigentlich ein Turm von sich geben, ne? Wenn ich in der Nähe bin. Noch höher kann ich nicht. Ich hab's gehört. Ich höre es immer noch. Wo ist es? Ah, da, Junge. Gut versteckt, Respekt, Mann. Das am ersten Blick wäre der Bart, versteht ihr? Das ist Weiße halt. Junge. Vielen Dank, Mann, du hast sie alle gefunden. Limpo Poncho, zählen Sie jetzt halt nochmal durch, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfekt. 13? Hä? Warum sind es denn 13? Der fragt nicht mehr, sind doch eure. Bekommt Ärger. Okay. Soll darf das Popon schon mitnehmen oder was? Schlaue Brille, Normaljuwel. Ja. Poponcho. Ich frage mich, wenn wir einfach so ein Poponcho kriegen. Ob das Ding vielleicht eine besondere Form oder sowas hat. Also Form übertrieben, aber vielleicht anderes Muster halt, ne? So meine ich's. Ja, doch ein paar Bonbons hier noch. Okay, leider auch nicht. Ne? Da war noch ein bisschen mehr für Entwicklung. Ja gut, das soll nicht so das Problem sein. Noch ein Schlaujuwel bekommen, eine schlaue Brille bekommen. Das ist auch immer gut. Spezialbasierte Angriffe. Eigentlich wäre es ja Move für Ampharos. Juwelenkraft, Lichtkanone. Da habe ich noch ein anderes Team-Pokémon, das es brauchen könnte. Das ist eigentlich eher physisch unterwegs, ne? Aber eigentlich Things wäre natürlich eine Option, ne? Solange ich noch keinen Megastein und sowas habe. Und ich muss ja zugeben, ne? Ich habe ja im Pokémon-Spielen eigentlich alles schon mal gespielt, ne? Also auch X und Y. Bin zwar nicht mehr sicher, habe ich X aber gespielt, habe ich Y nachher noch gespielt. Auf alle Fälle, ich habe Things sicher nie als Starter gehabt. Und da dachte ich mir so, das könnte man jetzt eigentlich mal nachholen, ne? So als Feuerstarter quasi. Pack's mir hier hin. Ist auch klar. Gut. Also, weiter Sidequest abgeschlossen, Freunde. Jetzt ist die Frage, ich mache jetzt noch kurz das mit Poponcho, wenn ich nicht vergesse. Da müsste ich fast schon in die letzte Zone gehen, ne? Also Zone 10 und da mal einen Pokémon platt machen. Entwicklung möglich, da seht ihr, so schnell geht's, ne? So, ich bin mal gespannt.
Hat das Vieh jetzt ein besonderes Muster oder ist es einfach nur so, wow. Wie hast du für ein Pokédex? Hat ein anderes Muster. Also ich meine... Hat man die Video schon wieder? Ah da links oben. Kann man machen, ne? Ich muss eh mal hier noch ein bisschen sortieren tatsächlich. Später noch wesentlich mehr sortieren natürlich, aber das erste muss mal so reichen. Dann haben wir eben die Dinger. Also zweimal dasselbe, ne? Selbe Farben halt. Hier auch schon wieder. Ich mach die mal ein bisschen umkommen. Gelbe, so sind die roten. 5 verschiedene Farben geben, Junge. Gut, das ist ein Floyd, das ist bereits Entwicklung. Kadabra, Simsala. Simsala wäre eigentlich ein cooles Pokémon. Also im Team zu haben, ne? So meine ich halt. Rotomorph. Mal Things ins Team packen. Na du? Zeig dir die schlaue Brille. Obwohl, einfach in der Phase ein bisschen ungünstig. Ja, vielleicht Turkles nochmal. Was ich auch bald entwickeln will. Naja. Nochmal fürs erste reichen, ne? Also gehen wir hier zurück zum Hotel und gucken mal, wie es mit der Story weitergeht. Ne? Wir sind eh schon fast wieder am Ende der Folge. Das geht so schnell, Pokémon spielen, das ist unglaublich. Du hast das Gefühl, du hättest kaum was gemacht. Das, was mich am meisten ankotzt. Okay, das Mega-Ding hier ist weg. Das Erzdingsbums. Gah! Zygarde, was geht ab? Gott. Der Kampf gegen das rätselhafte Pokémon Zygarde beginnt. Wird nicht so schwierig sein, ne? War ein Drache, ne? Ja, okay. Drache Boden sehe ich gerade. Schon wieder, ja. Oh, eingefroren, dann tut er praktisch. Also eine gute Zeit, ne? Junge, macht der einen Damage. Ich nehme so Boden-Pokémon, ich Trottel. Puh, das war knapp. Na du? 10% Zygarde hält er das in seinem Maul. Du hältst einen Kieselstein. Ein ganz einfacher Kieselstein, der von dem Pokémon Zygarde anvertraut wurde. Okay. Nett. Bist du es? Bist du der Pokémon-Trainer, der sich Zygardes Respekt verdient hat? Und wer sind Sie? Entschuldige, ich werde alles erklären. Ich bin F. Flordelis? Die Frisur ist ein bisschen anders, vor allem hat er plötzlich kaum noch Rot drin. Das linke Auge, keine Ahnung, hält er sich für einen Samurai oder ist er darauf blind? Das ist Zygarde. Es ist für die Aufrechterhaltung der Ordnung zuständig. Warte mal, ist Flordelis nicht am Ende von XY gestorben? Da habe ich es irgendwie falsch im Kopf. Ist ja Ewigkeiten her. Gott. Du spürst es auch, oder? Die Ordnung Illuminas ist ins Wanken geraten. Die Megakristalle überall in der Stadt, diese mysteriöse Mega-Essenz und all die Megamanie-Pokémon. Bist du bereit, die Ordnung in Luminasit wiederherzustellen? Ich glaube, diese Frage beantworten wir beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao zusammen!